Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Das Woche, wenn das hier abgeholt wird, das heißt Donnerstag sind wir den 4. Mai. Da stehen die französischen Wahlen nach 400 Jahren. Wenn ihr das hier für die erste Mal guckt, dann ist es Sonntag, der 7. Mai, dann sind möglicherweise die Wahlen am Gangen gewählt zu gehen oder respektive die Wahlen gelaufen, sodass ich nur in einer ganz schlechten Situation bin, für Kommentare aufzugehen. Auf den anderen Weg muss ich aber sagen, das ist eine Situation, die mich extrem beunruhigt, nicht nur mich allein, mehr als alle Guten. Wie wählt Frankreich, was für einen Weg gehen sie den Weg von der Vernunft, für zu sagen, wir können da nicht alles Futti machen, was all die letzten Jahre abgebaut ist. Wir müssen da so raisonabel sein, der extreme Weg, der kann nicht der richtige sein. Und es kann nicht einen nationalen Alleingang gehen, aber das an Europa, wo es Zukunft wird. Laien geht, dass wir das Europa reformieren, da sind wir uns alle gut eins. Aber es kann nicht sein, dass alles zerstört wird, wie Madame Le Pen sieht, alles Futti gemacht wird, für dann auf irgendeinem Weg zu gucken, wie wir können aufbauen. Dafür mein Appell nach Renke von hier aus, auch wenn es vielleicht verschiedene Leute hier an mühsam Maske wert mir hört, es schon ganz viel Stimme, schon ganz viel auch Vertrauen an Franzosen, ich finde die Leute ganz gern, ich finde doch das Land ganz gern, das mir wirklich nicht egal, was da geschieht. Wie gesagt, nächste Woche wissen wir darüber ein bisschen mehr und da kann ich vielleicht in andere Kommentare aufgehen, hoffentlich in erfreuliche Kommentare, das muss man da gucken. Vielleicht, weil wir an der Woche sind, wo Europa am Anfang ein Zeichen durchstellt, 9. Mai als ein Tag, der für Europa extrem wichtig ist. All Land hat seinen Nationalfeiertag, der beruht entweder ob Sänger, wo sie hier Unabhängigkeit gefeiert haben oder wo sie hier Staatsgründung hatten oder wo sie hier eine Verfassung rausgehen oder irgendein anderes wichtiges Element. Das ist für Europa den 9. Mai. Den 9. Mai 1950 ganz konkret, dass da, wo den Robert Schuman eine Deklaration gemacht hat über Europa, wo gesagt ist, in Zukunft wollen wir die Interessen, die Energie, die Kraft, alles zusammenlegen, für zusammen mehr zu erreichen, wie das bisher der Fall war. Wenn es so bisher da war, das besonders auf den Zweiten Weltkrieg gemünzt, auf den nächsten, aber auch auf den Zweiten Weltkrieg gemünzt, wo am Anfang Ressourcen geholt sind, für alles Futti zu machen, wen wollte die Stärkste sein, wen sich am meisten wollte ausdehnen. Das war bis dahin der Fall. Das ist dann an den verschiedenen Leuten hier gehabt, als die Idee entstanden. Und du hast nicht nur Robert Schuman, sondern du hast auch Jean Monnet, ein ganz wichtiger Akteur gewesen, den schon frühzeitig darauf gedrängt hat, für, wie gesagt, aus den nationalstaatlichen Interessen, wo immer gegen den Nähe gekämpft ging, als für da einen gemeinsamen Approach zu kriegen, gemeinsam für uns zu kommen, gemeinsam wie stark gehen. Frieden war die Zeit und ist auch heute noch ein wichtiges Thema. 70 Jahre Frieden haben wir an der Zwischenzeit. Wir haben einen Wohlstand erreicht, der konsiderabel ist, den wirklich auch von der man d'accord sieht, dass der vielleicht manchmal nicht gerecht verteilt ist. Da müssen wir darüber schaffen, das werden wir auch. Trotzdem, wenn ich in 50 Jahren zurückgucke, zu welchem einem Wohlstand dass die Europäische Union kommt, dann ist das, wie gesagt, konsiderabel. Das ist natürlich auch damals ein großes Sujet gewesen. Das war die Reunifikation, das heißt, für zu gucken, das Deutschland, das ja am Anfang durch den Krieg gespleckt war, an den östlichen Teil, an den westlichen Teil, für irgendwann einkehr deren zusammen zu feiern. Und das dann dezidiert gehen, wie die auch schon wisst, das heißt, für die gemeinsamen Interessen von Kohle und von Stahl, die Ressourcen für die zusammenzulegen, an nicht mehr Waffen herzustellen, mehr wirklich Sachen herzustellen, die am Ende vom einzelnen Bürger sind an Europa. Das ist eine erfolgreiche Story gewesen, das kann ich nicht aufstreiten. Und ich meine, es gibt nicht genug darüber geschwärzt, es gibt nicht genug für darüber gewarnt, was eigentlich da im Spiel steht, was wir da gegen Futti machen, was wir da gegen abbeißen, wenn wir auf einen anderen Weg gehen, und zwar den anderen Weg, den uns von dem rechtsextremen Bordeaux propagiert wird, die Nationalstaatlichkeit mit Grenzen, mit Grenzschutz, was
unweigerlich zu Konflikte feiert, was zu unterschiedlichen Interessen feiert an schlussendlich, wie den François Mitterrand gesagt hat, was an einem neuen Krieg ähnlich. Das dann noch die Gelegenheit für durch ganz Europa so Festlichkeiten zu feiern, die Woche an noch zu Lützeburg ass an dem Kader et Vettel Europensternen für enger Joren an noch steht auch das Woch an dem Kader, und zwar den Samstag den 13. Auch der 14. aber den 13. sind wie gesagt die Hauptaktivitäten. Aber nicht so ein Hauptaktivitäten, dann ist das ja, nicht nimmen, wie gesagt, bei uns zu Lützeburg, wie auch Bresel, Straßburg, aber auch zu Lützeburg, wo op der Place d'Armes an der Stadt die Feierlichkeiten sich aufspielen, wo die auch Gelegenheit können tun, unser Tanzdeel zu holen, musikalischen Durchbildungen Deel zu holen, wo du auch mit den Deputierten, mit den 6 Deputierten können dann Gespräch kommen, wo der eigentlich mal ein das Europa haut noch könnt erleben mit seiner Vielfalt, von Kulturen, von Gegebenheiten, von Leuten, die stehen da auf Handeln, das feiern wir seit 1986 und ich fand das einfach immer ein immens flott Evenement, und dafür ging ich für die das noch nicht mitgemacht haben, ging ich invitieren, auch den Tag hinzukommen. Wie gesagt, die trefft euch da und die könnt mit uns ins Gespräch kommen. Dann ist aber auch den 14. das dann Sonntags als ein Port ouvert von der Europäischen Cour de Justice. Ihr wisst, Kirchberg ist die Lützeburg ist eigentlich gut aufgestellt, was wir die Institutionen haben. Wir haben eine ganz Partyinstitution Kirchberg, wir haben Teile von der Kommission und vom Europaparlament, wir haben auch die Europäische Investitionsbank, wir haben Cour des Comptes. Wir haben auch den Europäischen Gerichtshof. Das sind aber trotzdem alles Großakteure, die an den anderen Institutionen, an der europäischen Geschichte, die entstanden also in den letzten Jahrzehnten, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und da sind wir bei der europäischen Geschichte. Ein weiteres Evenement findet diese Woche statt, fängt diese Woche an, heute zu Bresel. Haus von der europäischen Geschichte, das heißt, das ist eine zusätzliche Attraktivität für heute Europafeier heute zu Bresel, wo dann dem Moment gewiesen wird, auch teilweise interaktiv gewiesen wird, die europäische Geschichte mit allem drum und dran, wie das entstanden ist. Das ist eine Idee gewesen vom Hans-Gert Pöttering, den Präsident war damals 2007, wie die Idee entstanden ist. Und das hat hier an dem kleinen Park Leopold, als wie gesagt, das Haus von der europäischen Geschichte abgegangen. Und es lohnt sich für all die Bresel, die teilweise mal auf Bresel kommen oder das Parlament bei sich kommen oder sonst irgendetwas hier an der Gegend zu dienen, für einen Blick an die Museen zu gehen. Eine letzte Aktivität, die als 6 Europadeputierten, wo wir uns Gedanken gemacht haben, was können den Tag nachmachen, den Europadag. Du hast die Idee abkommen für so ein Lauf oder ein Spaziergang. Das lebt wir haben das auf B gestaltet und das lebt unter dem Motto Walk for Europe. Das ist eine Tour, das geht fort Glassi beim neuen Theater. Das geht durch die Altstadt, wo auch dann teilweise Landinstitutionen bis an die Stadt, an einem Rob, die können wählen zwischen 6 Kilometer, 10 Kilometer. Das ist der 13. Mai. Das geht 9 Uhr an. Das heißt, du kannst aber fortgehen, wann ihr wollt, ab 9 Uhr. Das ist zusammen organisiert mit der Nationalen Wanderföderation, wo ich auch noch ein Merci so für die Hilfe, so auch all den anderen Kollaborateuren Merci für die Hilfe, die sie gemacht haben, weil es war nicht so einfach, so etwas auf den zu stellen, da muss ich in ganz viele Details denken. Und auch das, wie gesagt, das ist eine Gelegenheit für zu weisen, wir drohen die europäische Idee, die Geist drohen wir durch die Stadt, und wir weisen wir sind für Europa. Weil das ist ja so, dass die im Moment Europa wollen Futti machen, die haben eine gute Stimme, die machen das ohne
méi Rücksicht op Verluster an die Leiit, die schweigend Mehrheit so Gelomol, die awer dat Europa schätzen an die Frau sinn, dat dat gëtt an dat joch mat recht, dat déi eigentlich sich selten zu Wort mellen. An hai ass eng Gelegenheet wie gesot fir sich enke zu Wort ze mellen. Da gëtt och nach die Initiativ Pulse of Europe, die all sondech 15 Auer op der Clairefontaineplatz eng kleng Manifestationun huet fir ze weisen, ha mir treden an fir dat Europa, wat dais alle Goeten soviel bruecht huet. Wir losen euch net Futi machen, mir reforméieren net d'accord, et gëtt immer im Dro geschafft, et muss auch immer im Dro geschafft gin. Wir losen euch die Idee an de Spirit geicht, mir losen euch dat net Futi machen vun denen nächsten vun denen Rechtsextremen, an wir wollen dat erhalen fir die nächste Generation. Soviel Hai zu der Woche vun Europa, vu Bresel, merci fir no gucken.